Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, heute nehmen wir uns mal das Thema David Alaba vor. Einfach weil es aktuell ja auch wieder so ein bisschen in den Medien ist. Klar kochen die Medien das jedes Mal hoch. Gerade wenn es nichts Neues gibt, ist ja schön, dass man da ein bisschen spekulieren kann, ein bisschen drauf rumhauen kann auch. Und ja, einfach mal meine Meinung zu dem Thema. Ich habe das in den letzten Wochen auch schon immer angesprochen gehabt im Stream und im letzten Video auch so ein bisschen, da hat man, denke ich, auch so ein bisschen schon meine Meinung rausgehört und ja, die Meinung habe ich auch einfach, ja. Er ist ein super Typ, zumindest was ich so von ihm kenne, gesehen habe, was man auch so hört, steht das wohl außer Frage, aber wie man aktuell einen Spieler so viel Zucker in den Arsch bläst und dass sich ein Spieler so, ja, man kann ruhig schon sagen, asozial gegenüber dem Verein verhält, was das für mich ist in dieser aktuellen Corona-Situation, ist für mich ein Trauerspiel und für mich persönlich, ja, hat sich der Spieler eigentlich erledigt. Also ich lege da keinen Wert drauf, den Spieler bei uns weiterhin zu sehen. Fußballerisch aktuell diese Saison für meinen Augen eh kein Verlust. Ja? Hat noch keine konstanten guten Leistungen wie davor in der Saison gebracht. Davor in der Saison war er eine Bank, gar keine Frage. Absolut auch verdient, auf dieser Position zu spielen. Auch diese Lobeshymnen, die er bekommen hat, absolut verdient. Diese Saison ist davon gar nichts zu sehen. Als Typ innerhalb der Mannschaft, sonst irgendwas, wird er uns wahrscheinlich schon fehlen. Ja, das kann ich aber auch nur so von außen halt beurteilen. Aber wenn ich jetzt so das Verhalten, also ich kann halt nur das Verhalten jetzt auf diese Vertragssituation beurteilen und anhand dessen kann ich nur sagen, entweder ist er extrem schlecht beraten und hat keine eigene Meinung, lässt sich von seinem Vater bevormunden, was ich mir eigentlich mit 27 oder 28, was er ist, 28 Jahren nicht wirklich vorstellen kann. Und von daher, ja, ich kann da nur mit dem Kopf schütteln. Ich habe da kein Verständnis für. Ja, absolut null Verständnis, ja. Wirklich null Verständnis. Für mich ist das, für mich hat der Spieler sich einfach erledigt. Ich möchte den am liebsten eigentlich gar nicht mehr in unserem Trikot sehen und ich hoffe wirklich, dass er, ja, im Idealfall, wovon ich nicht ausgehe, in der Winterpause wechselt. Und wir da vielleicht noch 10 Millionen mitnehmen würden. Aber ich denke, er wird am Ende der Saison wechseln. Allerdings ist die Frage halt, ob es überhaupt einen Verein gibt, außer Juventus Turin. Ja? Wenn wir uns mal, oder wer das verfolgt, wenn selbst Barcelona sagt, wir müssen jetzt 30% der Gehälter jetzt sofort einsparen, ansonsten müssen wir Insolvenz anmelden. Wenn ein Manchester City sagt, wir hätten gerne vor der Saison noch einen Spieler verpflichtet, einen Stürmer, wir konnten uns das nicht leisten. Wenn man sieht, dass Paris nichts gekauft hat, obwohl sie einen Cavani haben gehen lassen und so weiter, denke ich, sagt das doch alles über die aktuelle Situation im Fußball aus. Ja? Die Corona-Krise fickt den Fußball halt einfach. Ja? Und ja, man hat, wer das letztens oder vorgestern gelesen hat, ja, selbst die Dortmunder machen Verluste von 100 Millionen. Wir werden über 100 Millionen Verlust machen. Und kein Mensch weiß, wie lange wir noch ohne Zuschauer spielen. Ne? Jetzt sowieso wahrscheinlich bis Weihnachten erstmal wird es keine Zuschauer mehr geben. Ich meine, wir hatten eh noch nie Zuschauer, ja. Auch nicht in dieser Testphase, aber jetzt die nächste Welle und da können wir uns abschminken. Wahrscheinlich wird es
Januar und Februar nicht viel anders aussehen. Vielleicht ist da mal wieder 2, 3 Wochen erlaubt und dann kommt wieder die nächste Welle und dann gibt es wieder keine Zuschauer. Das heißt ja, dass man halt jede Menge Verluste fährt. Und dass sich dann ein Spieler wie ein David Alaba, der, wartet, ich will jetzt keine Scheiße erzählen hier, seit dem 1.7.2008 im Verein ist. Also seit 12 Jahren. Ja. Mit einer Leihe von einem Jahr zu TSG Hoffenheim. Ist das ein Trauerspiel, oder? Es ist ein Trauerspiel. Es ist eine Frechheit. Es ist ein Schlag ins Gesicht für jeden FC Bayern-Fan. Das ist meine Meinung, ja, meine persönliche Meinung. Das können gerne andere Bayern-Fans anders sehen. Aber ich finde, ein Vertrag mit 11 Millionen Grundgehalt im Jahr plus 6 Millionen Prämien über 4 oder 5 Jahre, was es gehen soll. Ja, Unverständnis, Leute. Wie kann man da feilschen? Das in der aktuellen Situation. Ja. Keiner weiß, wann wieder Zuschauer ins Stadion dürfen. Und ja, einfach Unverständnis. Und das ist auch, was ich sage, von wegen, was ich damit meine, ein asoziales Verhalten. Das ist für mich asozial. Das hat nichts mit sozial gegenüber dem Verein zu tun. Oder auch ja, den anderen Mitspielern. Und sind wir mal ehrlich, er würde ja in die Riege der Topverdiener aufsteigen damit. Ja? Seht wahrscheinlich noch den Neuer, den Müller und den Lewandowski, die mehr verdienen. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe den Alaba aber auch nicht in dieser Position, um zu sagen, wir nehmen den Alaba jetzt raus und es trifft uns so hart, als wäre ein Neuer weg. Oder wäre ein Levi weg. Oder wäre Müller weg. Das ist halt auch nicht der Fall, Leute. Ja? Das war letztes Jahr der Fall, ja, weil der Süle verletzt war, weil der Hernandez nicht in Form war. Wir haben genug Innenverteidiger, ja. Und die Leistung, die er diese Saison gebracht hat, sind scheiße. Sind scheiße. Und dann immer noch darauf zu beharren, ja, auf was denn? Sein Berater hat sich am Ende der Saison dahingestellt und hat gesagt, ein David Alaba muss das verdienen, was ein Sergio Ramos verdient. Er ist auf einer Stufe mit einem Sergio Ramos. Leute, da lache ich mich tot, Alter. Da lache ich mich tot. Man kann doch den Alaba nicht, der ein halbes Jahr mal gut gespielt hat als Innenverteidiger, wo der unter Pep auch mal zwischendurch Innenverteidiger gespielt hat, nicht mit einem Sergio Ramos vergleichen, Alter. Der eine Ikone ist auf dieser Innenverteidigerposition. Also, ich bitte euch. Dass es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, ist halt einfach ein Trauerspiel. Ja? Wie kann ich mich denn als Spieler da hinstellen und sagen, ja, eigentlich möchte ich nicht weg vom FC Bayern. Ich liebe den FC Bayern. Ich möchte hier meine Karriere beenden. Aber wisst ihr was? Ja, ich hole mir jetzt den komischen Verhandlungstypen ran, weil er beim Levi schon so ein Arschloch war, den Verein gefickt hat. Und dann fick ich den Verein mal richtig schön durch und ziehe ihm jeden Cent aus der Tasche. Und das noch in Corona-Zeiten. Leute, das sagt alles aus über den Charakter dieses Spielers. Mehr muss man da gar nicht mehr sagen. Wir können das Ganze noch aufdröseln, ja. Wie gesagt, er ist 28. Ja, ist ein letzter großer Vertrag. Was will er mir erzählen, dass er bisher beim FC Bayern in den 12 Jahren, die er da ist, Peanuts verdient hat? Leute, der hat schon mehrere Millionen auf dem Konto. Und wir reden jetzt über, wenn es ganz schlecht läuft, pro Jahr für die 4 Jahre von 50 Millionen. Wenn es normal läuft, wahrscheinlich 70 Millionen. Wenn es ein 5-Jahres-Vertrag ist, wären es 80 Millionen. Gut, dann gehen Steuern weg, dann hast du die Hälfte, sind 40 Millionen. Leute, wie soll man das einem normalen Menschen begreiflich machen? Das in der jetzigen Situation, Alter, wo andere Leute Kurzarbeit haben, gekündigt werden wegen Corona und dann stellt sich ein Spieler dahin, wo andere Spieler auf Gehalt verzichten, wo andere Spieler Spendenorganisationen gründen aus der gleichen Mannschaft und dann stellt sich ein Spieler dahin und sagt, ich möchte das und das, mir reichen diese 17 Millionen nicht. Leute, das ist ein Witz. Das ist ein Witz und ein asoziales Verhalten. Wenn ich Trainer wäre in diesem Verein, würde er bei mir in dieser Saison kein Spiel mehr machen. Ja? Kann er in der Winterpause nach Juventus Turin gehen. Das ist der einzige Club, der das Gehalt zahlen kann. Und das war's.
Ganz ehrlich, da legt man keinen Wert drauf. Und den Abschied, den er sich dann dadurch schafft, ja, hat er auch verdient. Ganz ehrlich. So ein Spieler muss aus dem Stadion pfeifen. Wirklich, ich habe da keine anderen Worte für. Ich könnte noch richtig loslegen eigentlich, aber ich muss mich da echt ein bisschen bremsen, weil, wie gesagt, ich mag einen Alaba eigentlich. Es kam bei uns aus der Jugend hoch, kam von Austria Wien oder sowas, ne? Genau, von Austria Wien 2008. Ja, aber jetzt gerade ist das einfach ein undankbares, asoziales Verhalten. Ne? Das ist einfach so. Dass man sich da hinstellt und so sagt, ich möchte Anerkennung haben, wenn man keine Anerkennung hat im Verein, kann ich verstehen. Aber das ist eine volle Ausrede. Er hat so viel Anerkennung im Verein, so ein Standing. Das hat man gesehen, dass alle Offiziellen vor ihm auf die Knie gegangen sind, wie ich das noch bei keinem anderen Spieler gesehen habe. Noch bei keinem anderen Spieler habe ich die Verantwortlichen so gesehen, dass sie den Spieler so viel Zucker in den Arsch blasen. Der Einzige ist vielleicht ein bisschen der Brazzo, der da ein bisschen gegengehalten hat. Alle anderen... Ja, ich meine, der Uli hat es nochmal klar ausgesprochen, die eine Sendung im Doppelpass über den Berater. Aber ganz ehrlich, wenn ich dann ein David Alaba bin, ja, und den Verein ja so im Herzen habe und so liebe und so München meine zweite Heimat ist und ich eigentlich gar nicht weg möchte und alles schön ist und ich einen Vertrag über 17 Millionen kriege, ja, so what, Leute. Muss ich mich dann da hinstellen und so einen Blutsauger anheuern, der wahrscheinlich noch 20 Millionen Handgeld vom FC Bayern kassieren möchte, gerade jetzt, weil der Vertrag ausläuft. Boah, ich kann nur hoffen und beten, ja. Ich kann nur hoffen und beten, dass wir nicht einknicken, Leute. Dass wir ihn echt einfach gehen lassen. Wirklich. Also es ist ein Trauerspiel, wenn wir da einknicken werden. Wirklich. Und wir dem jetzt irgendwie 20 Mille Grundgehalt in den Arsch blasen, hat er nicht verdient, Leute. Hat er nicht verdient. Sehe ich nicht. Ja, er war Linksverteidiger, unser Linksverteidiger Nummer 1 und einer der besten der Welt. Wird er auch immer noch sein. Ja, aber irgendwo ist ein Limit. Ja, irgendwo ist ein Limit. Und wir haben genug Spieler. Wie ich schon sagte, Innenverteidiger haben wir mehr als genug. Der Hernandez ist im Moment sowieso stärker wie der Alaba. Der Davis wird zurückkommen. Als linker Verteidiger ist der bärenstark. Zur Not kann der Hernandez auch erstmal linker Verteidiger weiterspielen. Das sind Süle und Boateng als Innenverteidiger. Du hast ein paar War noch als Innenverteidiger, was ich auch lieber spielen würde. Und kannst dann den Saar als rechten Verteidiger spielen lassen. Wir haben den Richards noch, ja, der auch schon rechten Verteidiger gespielt hat. Der kann auch Innenverteidiger spielen. Also ich sehe da keine Notwendigkeit, einen Spieler so tief in den Arsch zu kriechen, wie wir es aktuell machen. Und einen Spieler so hinterher zu rennen. Ich meine, die letzte Aussage war vom Brazzo, das ist der Vertrag, das sind die Bedingungen, die werden wir nicht nachverhandeln. Und wie gesagt, ich kann nur hoffen und beten, dass wir dabei bleiben. Also ich denke, dass gerade der FC Bayern immer ein Verein war, der fair zu seinen Spielern war. Man hat da nie irgendwie was Negatives gehört. Auch nie irgendwie, dass da irgendwie groß unter Marktwert rumgeschachert wurde vom wegen Gehalt. Oder dass wir, was weiß ich, wie viel einnehmen und nichts an die Spieler weitergeben und sowas. Das gab es alles nicht bei uns. Und das hat schon beim Neujahr angefangen, ja. Da war das auch ähnlich. Aber da hat man sich ja dann nochmal geeinigt. Wahrscheinlich aber auch, weil es in die Öffentlichkeit geraten ist. Da ist der Neuer ja auch ein bisschen in die Schusslinie gekommen, auch zu Recht, ja. Aber der Neue hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert, Leute. Der wird beste Torwart. Und nehmen den Neuer mal raus aus der Mannschaft, stellst einen Fährmann da hinten rein. Ja, Halleluja. Ne? Ich meine, gut, so in den normalen Spielen fällt das vielleicht nicht so auf. Obwohl gerade so fußballerisch und sowas fällt das natürlich auch schon auf. Aber gerade in wichtigen Spielen, wie oft hat der Neuer uns da im Spiel gehalten, hat uns den Arsch gerettet, hat uns Titel gebracht. Und das hat der Alaba alles nicht. Ich weiß nicht, auf welcher Stufe er sich sieht, Leute. Genau dasselbe Beispiel Lewandowski. Lewandowski ist teilweise unsere Versicherung, ja.
Hat man die letzten Spiele perfekt gesehen. Hat man heute perfekt gesehen ohne Levi in Köln. Ja, diesen Stellenwert hat er auch nicht. Er hat keinen Stellenwert auf der Position des Innenverteidigers für mich. Null. Wirklich null. Auf der Position des Linksverteidigers, ja, hat er jahrelang gehabt. Ja, aber wahrscheinlich möchte er da nicht mehr spielen und da wir ihn alle aktuell Zucker in den Arsch blasen, das hat man auch gerade heute perfekt gesehen an dieser scheiß Einwechslung, die der Flick gemacht hat. Und dann den Alaba noch auf seiner Lieblingsposition. Er möchte ja eigentlich schon seit Jahren defensiver Mittelfeldspieler sein. Werden wir jetzt in die Richtung gehen, ja, dass wir ihn jetzt so viel Zucker in den Arsch blasen. Ich meine, der Flick ist ja auch nicht doof in den Birnen. Er sollte ja auch sehen, dass er Hernandez definitiv im Moment der beste Innenverteidiger ist, den wir haben, neben dem Boateng. Ja, und dass er auf der Linksverteidigerposition eben ein bisschen verschwendet ist. Aber wahrscheinlich, solange Davies verletzt ist, wird der Hernandez das spielen müssen. Aber wie willst du den Leuten das verkaufen, wenn der Davies fit ist? Ne? Wenn der Davies fit ist, der ist halt der prädestinierte Linksverteidiger, weil er halt einfach gefühlt doppelt so schnell ist wie der Hernandez. Ja, oder doppelt so schnell wie jeder bei uns im Verein. Und was willst du da machen? Willst du den Hernandez auf die Bank setzen? Nee, der muss dann mittig spielen. Wem willst du jetzt dann Süle oder Boateng dauerhaft auf die Bank setzen? Ja. Nein, dann werden wir jetzt den Alaba wahrscheinlich... wir werden sehen die nächsten Spiele. Ich hoffe, es ist nicht so. Ich hoffe nicht, der Flick wird den Alaba jetzt irgendwie als defensiven Mittelfeldspieler dauerhaft bringen. Sehe ich nämlich... ja. Klar wird er das wahrscheinlich auch hinkriegen, wenn er sich da ein bisschen einspielt. Keine Frage. Aber selbst auch auf dieser Posi ist er nicht unverzichtbar. Ja? Das ist einfach so. Das ist auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen der Fluch vom Alaba, dass er so viele Positionen spielen kann und dadurch ja nicht wirklich eine Position hat, wo man jetzt sagen würde, ja, ohne den Alaba geht das nicht. Das war vorher so, bevor wir den Davies hatten, definitiv. Da gab es keine Alternative als Linksverteidiger. Ja, das sehe ich jetzt nicht mehr so. Und ich weiß halt nicht, woran es liegt. Definitiv seine Leistungen jetzt diese Saison sind für den Arsch. Ja, super unsicher hinten. Ganz schlechtes Stellungsspiel, auch im Spielaufbau. Nee, hat mir bisher nicht gefallen. Das hat noch nicht... Ja, natürlich spielt das bei mir immer so ein bisschen dann mit rein, so diese Vertragsverhandlungsscheiße, das ist ja ganz normal. Aber auch objektiv gesehen, ja, die Leistungen waren halt einfach im Gegensatz zur letzten Saison schlecht. Ja, kann natürlich sein, dass ihn die Situation genauso belastet, ja, mit den Vertragsverhandlungen. Und vielleicht ist es wirklich so, dass das stimmt, was er gesagt hat, dass er nicht weg will aus München, dass er sich eigentlich wohlfühlt und so weiter. Ja, aber da muss man halt die Eier haben und sagen so zu seinem Berater, nimm das Angebot an, wenn das nicht machst, dann geh einfach. Dann kündige den Berater. Und da muss man ja auch mal seinem Vater entgegenstehen und sagen, nein, mir reichen die 17 Millionen. Ich weiß nicht, was da... Ich weiß nicht, was bei manchen Leuten so im Kopf vorgeht, weißt du? Ich meine, diese ganze Story wäre so schon hart genug, dass diese ganze Story jetzt in Corona-Zeiten läuft. Ja, bringt das ganze Fass einfach zum Überlaufen und ja, weiß ich nicht. Ich finde, wenn man sich hinstellt und sagt, der FC Bayern ist mein Verein, ich liebe den Verein und so weiter, ja, dann ist das kein Verhalten, was man an den Tag legt. Ja. Weil dann sollte es keine Rolle spielen, ob man in den nächsten 5 Jahren 10 oder 20 Millionen mehr verdient oder eben nicht. Ja. Und gerade in der jetzigen Situation, ja, da einfach drauf zu scheißen, da keinerlei Rücksicht zu nehmen, dass wir halt einfach auch weniger Geld einnehmen, das ist nun mal Fakt. Ist dann schon ein hartes Stück in meinen Augen und ja, ich verstehe es halt einfach nicht. Also bei mir ist das komplettes Unverständnis. Wirklich komplettes Unverständnis. Was legitim gewesen wäre, ja. Was völlig legitim gewesen wäre. Erstmal so, wie es der Thiago gemacht hat, ja.
wenn man sagt, man möchte halt einfach nochmal was anderes sehen. Und man geht dann, ja, man geht dann auch wenn man noch ein Jahr Vertrag hat, weil man den Verein nicht ficken möchte, damit der Verein wenigstens nochmal 20, 25 Millionen kriegt. Was völlig normal ist in diesem Geschäft und was völlig okay ist, hätte Alaba genauso machen können vor der Saison. Kann er jetzt auch noch machen, indem er sagt im Winter, er wird den Vertrag nicht verlängern, er möchte gehen. Und wir nehmen dann noch wenigstens 10 Mille mit, mehr wird es dann eh nicht mehr werden. Ansonsten hätte man sich halt einfach auch hinstellen können vor der Saison und sagen können, ja, wisst ihr was, ich habe hier alles erreicht, ich habe hier zweimal die Champions League gewonnen und ja, das ist mein Verein. Ich weiß, der Verein wirtschaftet immer vernünftig, aber ich möchte jetzt in den letzten 4 Jahren, die ich noch habe in meiner Karriere, oder letzten 5 Jahren, nochmal richtig Geld verdienen und deswegen wechsle ich den Verein. Wäre doch völlig okay gewesen. Also dann gehst du nach Katar, gehst nach China, ziehst du irgendwie 30 Mille im Jahr rein und alle sind glücklich. Ne? Ist doch gar kein Problem. Aber so ein asoziales Verhalten, wie es jetzt an den Tag gelegt wird, ja, ist traurig. Und man muss ganz ehrlich sagen, wir als Verein, ja, sind da halt einfach ja, im Hintertreffen. Du hast halt einfach keine Machthabe. Ne? Der Vertrag läuft aus jetzt. Und ja. Bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Ich habe die Vermutung, dass wir einknicken werden. Weil einfach, wenn man dann sieht, man lässt ihn jetzt umsonst gehen. Tut natürlich auch weh. Aber wie gesagt, ich würde es mir wünschen. Lasst ihn ziehen. Ist okay. Ja, soll er woanders hingehen. Soll sein Berater mal gucken, ob er einen Verein findet, der das Geld zahlt. Wie gesagt, außer Juve sehe ich da keinen, der das aktuell, auch aufgrund seiner Leistung, wer soll das zahlen, Leute? Barca kann es nicht, Real kann es nicht. Jetzt habe ich noch irgendwas von Liverpool gelesen. Ja, mein Gott. Dann ist das so. Weißt du, wie ich meine? Aber er wird woanders auch nicht den Stellenwert haben, den er bei uns hatte. Oder hat. Ja. Wenn er wechseln würde und hätte die Leistung gebracht, die er jetzt bei uns gebracht hat in den ersten 8, 9, 10 Spielen, was das jetzt war, würde er definitiv auf der Bank sitzen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es nochmal die große Kehrtwende, dass er genau das macht, was ich gerade gesagt habe, dass er seinen Berater feuert. Oder das zumindest so darstellt, damit der Berater sein Gesicht wahren kann. Ansonsten aus den, ja, was man so letzten Jahre mitgekriegt hat von diesem Berater, wird er nicht von seiner Posi abrücken und dann wird der Alaba definitiv wechseln, ja. Und ja, ganz ehrlich, Reisende soll man nicht aufhalten und er hat gute 12 Jahre bei uns gehabt, sind dann 13, wenn er in der Winterpause noch nicht geht, wenn er erst im Sommer geht. Und dann ist das doch auch okay, ja. Nur diese Art und Weise, wie man das halt macht, ist halt asozial. In meinen Augen, ja. Wie gesagt, man hätte das öffentlich kommunizieren können oder man könnte das auch jetzt kommunizieren. Man könnte sich jetzt da hinstellen und sagen, ja, wisst ihr was, ich bin super glücklich, ich habe super tolle Jahre gehabt hier. Das, was ihr mir zahlen könnt, das reicht mir nicht. Ich möchte nochmal richtig Kasse machen in meinen letzten Jahren. Und deswegen verlasse ich den Verein. Fertig, ist doch völlig legitim. Ja? Mein Gott. Verstehen muss man das dann trotzdem nicht. Ja? Weil ich denke nicht, dass es irgendwie auf 1, 2 Millionen bei ihm ankommt. Aber hey, es ist halt legitim. Und dann ist das in Ordnung. Dann kann man damit umgehen. Dann kann man das auch als Fan damit umgehen. Verstehen kann man das dann immer noch nicht, wenn es ums Geld geht. Aber machen wir uns alle nichts vor. Ja? Diese Fußballromantik, die wir uns immer einreden, die gibt es auch beim FC Bayern nicht. Ja? Das ist Fakt, Leute. Das war schon bei Müller so, wo der Müller
unterm Kovac dann nicht gespielt hat, wo der Müller da sich dann dahin stellt und sagt, ja, wisst ihr was, ja, wenn das dann jetzt hier so bleibt, dann werde ich wohl auch dann mich jetzt mit anderen Vereinen auseinandersetzen müssen. Das sagt ein Müller, der ja gefühlt das Urgestein schlechthin ist bei uns. Aber selbst der, wobei es da nicht ums Geld gegangen wäre, ja, das muss man natürlich unterscheiden. Aber das ist halt, was ich sage, diese Fußballromantik, die wir Fans immer sehen. Und wie die man auch beim Alaba gesehen hat, weil man in der Öffentlichkeit war Alaba immer der lustige, der tolle Typ, der beste Freund vom Ribéry und so weiter. Und man hätte nie gedacht, dass er so ein eiskalter Zocker, so ein Arschloch gegenüber dem Verein sein kann. Aber wie man sieht, kann er das. Und ja, wie ich schon sagte, ist auf der einen Art und Weise legitim. Das sind Verträge. Wenn Verträge auslaufen, kann man wechseln. Ich denke, da hätte auch keiner im Verein irgendein Problem mit gehabt. Oder irgendein Fan, wenn man das klar kommuniziert hätte. Aber wenn man halt kommuniziert, nein, ich möchte eigentlich gerne in München bleiben. Ich liebe München, das ist mein Verein. Aber dann sagt, ja, der Vertrag über 11 Millionen Grundgehalt und 6 Millionen Prämien ist mir zu wenig. Ist das leider ein Trauerspiel und ich denke, er wird sich nicht nur bei mir, auch bei einigen anderen Fans damit ja, den Kredit, den er hatte, verspielt haben. Und das hat er bei mir, das sage ich ganz, ganz offen und ehrlich. Ich werde natürlich trotzdem weiterhin versuchen, ihn fair zu beurteilen, im sportlichen Sinne. Wenn mir das nicht immer so gelingt, haut mir gerne einen auf den Deckel in die Kommentare. Aber ansonsten, ja, ist das Thema für mich durch. Das Thema ist für mich damit jetzt auch durch. Ich werde dazu auch nichts mehr sagen. Ich denke, wir müssen uns auch nicht an irgendwelchen weiteren Spekulationen dann irgendwie hochziehen, festhalten, sonst irgendwas. Sollte es da irgendwas Spruchreifes zu geben, klar, werde ich da dann nochmal meine Meinung zu sagen. Aber selbst wenn wir jetzt einknicken sollten und er verlängern sollte, wird er einfach bei genug Fans seine Reputation verspielt haben. Bei mir auf jeden Fall, weil ich nicht denke, dass das Angebot, was auf dem Tisch liegt, nicht fair ist. Das Einzige, wie er es aus meiner Sicht noch retten könnte, wäre halt, wenn er echt sagen würde, sich hinstellen würde und sagen würde, jo, ich war echt schlecht beraten, ich war ein bisschen wie im Kopf. Ich habe den Berater jetzt freigestellt, ich nehme das Angebot natürlich sehr gerne an. Und ja, das wäre das Einzige, womit er sich noch ein bisschen aus der Affäre ziehen könnte. Das wird zu 100% nicht passieren. Und zum Abschluss, ich hoffe, dass der Verein nicht einknicken wird. Ich hoffe, dass wir, ja, dass sich nicht weiter alle den Alaba Zucker in den Arsch blasen. Ich hoffe, dass es auch nochmal klar kommuniziert wird vom Verein. Dass gesagt wird, so wie es schon klar kommuniziert wurde, aber dass wir auch dabei bleiben. Das ist das Angebot, das liegt auf dem Tisch. Und entweder nimmst du es an oder du wechselst den Verein. Und dann ist gut. Ja. Was ich mir wünschen würde, dass der Flick ihn auch anhand seiner Leistung sportlich beurteilt. Das ist aktuell nicht der Fall. Denke, da sind wir uns alle einig. Wenn nicht, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann versuche ich das gerne aber auch mal anhand von Fakten zu belegen. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Leistung aktuell, ich habe es gesagt, gegen Madrid oder so, da hat er ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber ansonsten waren die Leistungen schwach vorm Alaba. Ja? Das muss man einfach so sagen. Klar kann das mit der Situation zusammenhängen, darum geht es gar nicht. Aber ich denke, der Hansi hat bisher eigentlich immer so die Spieler schon richtig beurteilt und auch dann aufgestellt, wenn die Leistung gestimmt hat. Und ja, das tut er aktuell beim Alaba und Hernandez nicht, auch vor der Verletzung vom Davies. Das hat den Alaba natürlich jetzt ein bisschen in die Karten gespielt, was das anbelangt.
Ich glaube auch, der Flick wäre da langsam, aber sicher so in 2, 3 Spielen auch unter Druck geraten. Hätte er weiter den Alaba aufgestellt und irgendwelche anderen Leute da auf der Bank gelassen, die von der Leistung her einfach viel, viel besser sind. Wie gesagt, das soll jetzt keine Hexenjagd oder kein Hate gegen Alaba sein oder sowas. Wenn er seine Leistungen bringt, das sieht man beim Boateng. Ich habe den Boateng letztes Jahr auch zerrissen. Ja, auch zu Recht. Die Leistungen waren schlecht. Genauso wie ich den Gnabry schon oft genug zerrissen habe. Und jetzt, heute die Leistung war auch gut. Wenn die Spieler gute Leistungen bringen, ist doch alles gut. Dann haben sie auch das Recht zu spielen. Aber beim Alaba ist aktuell so, der wird halt von allen so gehätschelt und betätschelt und mit Samthandschuhen angefasst. Und irgendwie... Ja, heute war er halt mal draußen, weil, ja, heute konnte man das als Schonung verkaufen. Aber dann ihn nochmal einzuwechseln für 15 Minuten auf dem defensiven Mittelfeld, habe ich auch nicht verstanden. Und, keine Ahnung, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wie gesagt, wenn der Alaba gut spielt, stell ihn auf, alles gut. Nichtsdestotrotz sehe ich dann den Alaba auf links und nicht in der Innenverteidigung, da gehört der Hernandez hin. Aber selbst das macht der Flick nicht, wahrscheinlich eben wegen dieser Vertragssituation, weil der Flick unbedingt einen Alaba behalten möchte. Ja, aber dadurch schwächt man die Mannschaft, das muss man ganz klar so sagen. Ja? Der Hernandez ist im Moment der stabilste, neben Boateng, vom stabilste Innenverteidiger. Und er ist als Linksverteidiger einfach verschenkt, der Hernandez. Der Alaba ist der bessere Linksverteidiger. Und der Hernandez ist der bessere Innenverteidiger, das ist Fakt. Das weiß auch der Hansi, es kann mir keiner erzählen, dass er das selber nicht sieht. Oder dass seine Co-Trainer das nicht sehen. Aber anscheinend denkt man sich, yo, wenn ich den Alaba jetzt wieder auf die Linksposition stelle, dann wird er erst rechts wechseln. Ja, mein Gott, so what, dann ist das so, Leute. Lasst den Jungen gehen, wenn er gehen will und alles ist gut. Und das war's, Leute. Ich habe mich jetzt genug ausgekotzt. Aber... ja, es lag mir einfach auf der Seele. Und das andere Video. Ihr seht, ich habe jetzt so 32 Minuten abgelästert hier. Aber es ist einfach so, ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen, wisst ihr? Und schon gar nicht in dieser Situation mit der Corona-Krise, die wir aktuell haben. Ist das eigentlich einfach traurig, wenn man sich da hinstellt und sagt, das ist mein Verein. Ich lebe für den Verein, München ist meine Heimat. Und dann da so ein Angebot, was ein faires Angebot ist, ein gutes Angebot ist, ausschlägt und ja, damit argumentiert, dass man keine Wertschätzung im Verein hatte und man möchte gerne die Wertschätzung anhand des Gehaltes haben. Schwierig, in meinen Augen, asozial und damit, also asozial dem Verein gegenüber und damit ende ich das hier. Rot-Weiß Grüße gehen raus. Wenn ihr eine andere Meinung habt, haut sie gerne in die Kommentare, macht einen Daumen nach unten, wenn ihr es komplett anders seht. Ist völlig legitim, wenn ihr da die Alaba-Brille aufhabt, weil er so ein netter Typ ist oder sonst was. Verstehe ich das auch, aber man muss mal das Große und Ganze des Vereins sehen. Und ich hoffe, Brazzo und Rummenigge und Olli und wie sie alle heißen werden, das Rückgrat behalten. Und ja, müssen wir den Spieler gehen lassen, Leute. Es ist einfach so. Da müssen wir halt auch auf die 20, 30 Mille Ablöse, die wir noch gekriegt hätten, sonst verzichten. Aber wenn man da jetzt einknickt, was sendet das für ein Signal an irgendwelche anderen Spieler? Also ja, ich hoffe, wir bleiben standhaft. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns beim nächsten, ja, beim Salzburg-Spiel, nach dem Salzburg-Spiel wieder, wenn ihr Bock habt. Oder wenn es ein anderes Thema gibt über den FC Bayern. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne eure Meinung hier reinhauen. Gar kein Problem. Ich verstehe das auch, wenn manche Leute das anders sehen. Das ist völlig legitim. Das ist meine Meinung und nicht mehr und nicht weniger. Haut rein, bis dann. Ciao.